Die nächste Ayah, Ayah 4, Ala Siratal Mustaqim, auf einem geradlinigen Weg. Jetzt, Ala Siratal Mustaqim, das kommt im Koran ein bisschen häufig vor. Und immer, aber wieso kommt es jetzt auch da vor? Was ist jetzt da in dem Zusammenhang die Bedeutung von dem auf einem geradlinigen Weg zu sein? Sollen wir das kurz anschauen? Vielleicht noch das Wort Allah. Allah heißt auf, also auf einem geraden Weg. Aber da ist nicht nur gemeint das physische Auf, also ich stehe jetzt auf dieser Straße und laufe auf dieser Straße, sondern es bedeutet verpflichtet sein, eine Gebundenheit. Das heißt, man ist dem Weg gebunden, man ist verpflichtet. Also ich gehe den Weg, aber ich bin auch an den gebunden. Also wenn man auf einem bestimmten Weg ist und von dem sich nicht abirren lässt, dann heisst das eben nicht nur also im sinnbildlichen Sinn, dass man da auf einer Straße läuft, sondern dass das eine Ideologie ist, dass es irgendetwas ist, wo man sich daran verpflichtet hat, wo man sich daran gebunden hat und eben von dem nicht loslässt, sondern den Weg geht. Also Allah Siratal Mustaqim auf einem geradlinigen Weg. Wer ist auf dem geradlinigen Weg? Wir wissen, vorher haben wir gesagt, angesprochen ist da immer noch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber in der Ayah vorher hat er gesagt, du bist einer der Gesandten auf einem geradlinigen Weg. Also ist nicht nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf dem geradlinigen Weg, sondern all die Propheten vor ihm sind auch auf dem geradlinigen Weg gewesen und sind also damit alles Weggenossen von ihm. Das heißt, mit dem tut er nochmal bestätigen oder unterstreichen, dass er nicht allein ist, dass er in einer Bruderschaft ist, dass er Weggenossen hat, wo den gleichen Weg eben auch schon gegangen sind und ihn können unterstützen. Und das machen wir ja eigentlich in unserem Leben auch. Wenn jetzt zum Beispiel einer würde das erste Mal mit dem Auto durch die Türkei fahren, in die Ferien, was würde der machen? Der geht nicht einfach los und jetzt sagt jetzt, okay, morgen fahre ich ab und Volltank und abfahren. Sondern der geht zuerst mal zu anderen, schaut in seinen Bekanntenkreis, gibt es irgendjemanden, der den Weg auch schon mit dem Auto gegangen ist und wird mit ihm sitzen und reden, auf was muss ich schauen, wo hat es die meisten Staus, also welche Grenzübergänge sind die schwierigsten, wo hat es am meisten Wegzoll, also was ist teurer, welche Straßen sind teurer, wo ist Benzin günstiger, soll ich über Bulgarien fahren oder soll ich vielleicht doch über Griechenland? Also wir würden uns auch zuerst mit jemandem zusammensetzen, der diesen Weg schon mal gemacht hat und aufgrund der Erfahrungen, die ich dann von diesen Leuten bekomme, mich entsprechend vorbereiten und dann auf den Weg machen. Und das ist eigentlich nichts anderes auch da. Allah Siratal Mustaqim, und zwar nicht nur er allein, sondern auch all die Propheten vor ihm schon. Und das tut sein Bewusstsein einfach stärken. Er ist nicht allein, sondern er ist wie andere vor ihm auch schon auf dem Weg. Und der Weg ist gerade, also geht zu einem bestimmten Ziel und den muss man gehen. Vor allem wenn man dann bedenkt, dass dann auf dieser Straße ganz viele Leute da sind, die dann immer wieder einen versuchen, von dem Weg wegzubringen, dann ist es eben noch wichtiger zu wissen, andere haben das auch schon geschafft, die wissen dann ungefähr, auf was man schauen muss, wie man sich schützen kann, dass man von dem Weg nicht abkommt. Interessant ist aber bei der Ayah, dass es ein unbestimmter Artikel ist, also Siratal Mustaqim, auf einem geradlinigen Weg. Siratal Mustaqim kommt ja vor in der Suratul Fatiha. Dort bitten wir Allah darum bitten, dass er uns auf den geradlinigen Weg führen. Also dort können wir nicht sagen, ein geradliniger Weg, sondern jetzt sagen wir auf den geradlinigen Weg. Also haben wir den bestimmten Fall und da haben wir den unbestimmten Fall. Und wie vorher schon erwähnt, ist ja im Koran nichts zufällig. Also wenn jetzt hier ein Weg genannt wird, hat das eine Bedeutung oder muss das eine Bedeutung haben. Wieso steht da nicht der Weg, sondern ein Weg? Da muss man jetzt einfach daran denken, dass zwar eine direkt angesprochene Person ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber nicht nur. Wir haben, wer auch noch zulässt? Quraysh. Also die Quraysh sind auch da und hören dazu. Für die Quraysh ist er zwar nicht ein Prophet und sie verleugnen, dass er rechtgeleitet ist oder dass er eben seine Rechtleitung von Allah Ta'ala bekommt. Aber auch sie wissen allein schon, weil sie das Leben vom Prophet kennen, das Leben von Muhammad, weil sie wissen, wie der lebt und dass wie geradlinig der ist. Also die haben auch vorher schon erkannt, dass der muss auf einem geraden Weg sein. Für sie ist es nicht klar, welcher Weg,
Aber dass er auf einem Grad, und das ist eben die unbestimmte Form, dass er auf einem geradlinigen Weg sein muss, ist der Mekkaner eigentlich vorher schon klar gewesen. Also losgelöst von der Botschaft Allahs, allein schon durch die Rechtschaffenheit, wie er gelebt hat, ist das für die Mekkaner eigentlich immer klar gewesen, dass er auf einem ganz bestimmten Weg ist, von dem er keinen Millimeter abweicht. Und so wird dann erklärt, wieso da ein geradliniger Weg ist, weil für die Mushrikun ist das nicht ein bestimmter Weg, sondern ich weiß ja nicht genau, was für ein Weg das ist, aber es ist ein geradliniger Weg, der dem angeht. Und wir haben jetzt 4 Ayah schon hinter uns und immer noch hat sich Allah selber nicht erwähnt. Also wir wissen jetzt, dass es eine Botschaft ist, wir wissen jetzt etwas vom Übermittler von der Botschaft, also vom Prophet, und wir wissen etwas von einem geraden Weg. Aber wir wissen immer noch nicht, woher oder von wem die Botschaft kommt. Und jetzt in der Ayah 5 heißt es dann, Tanzil al-Azizir Rahim. Also der Koran, ist eine sukzessive Hinabsendung des Allwürdigen, des Allgnädigen.